für welchen Anlass ich dich schminken soll. Dann weiß ich in etwa, was ich machen kann und darf und sollte und was lieber nicht. Okay, cool. Ja, super. Okay, einmal Augen zu, bitte. Ja, gut, so, also müsste jetzt eigentlich alles runter sein. Bist du gegen irgendwelche Sachen allergisch, also irgendwelche Produkte, Marken? Das müsste ich wissen. Sehr schön, das macht es um einiges einfacher. Okay, also mehr oder weniger festlicher Anlass. Ich würde bei dir mit eigentlich, ja, auf der natürlichen Schiene fahren. Also ich würde dir auf jeden Fall gerne einen natürlichen Look verpassen, aber natürlich so, dass man schon sieht, dass du dich zurechtgemacht hast und dass du Make-up trägst, aber eben nicht so übertrieben. Und also sagen wir mal so, ich möchte dich hier nicht wie eine Barbie schminken, sondern es soll halt schön aussehen und natürlich sein. Bist du damit einverstanden? Okay, ja, ich finde auch, das passt einfach am besten zu dir, wenn ich mir dich so angucke, deinen Typ. Also das passt einfach perfekt. Und ein natürlicher Look ist immer gut, der geht immer. Und ist immer besser als alles, was zu viel ist. Also, bevor ich jetzt Make-up auftrage, möchte ich dir erstmal eine Schicht Feuchtigkeitscreme auftragen, damit das Make-up besser hält. Ja. Okay. Meine Hände sind sauber. Also, musst du dich jetzt nicht davor ekeln, dass ich jetzt dein Gesicht damit anfasse. Okay. Nase und noch einmal Augen zu. Okay, sehr schön. Das lasse ich jetzt kurz einziehen. Ich würde dir jetzt eine sogenannte BB-Cream auftragen. Ja, das ist einfach eine getönte, fast wie so eine getönte Tagescreme. Deckt auf jeden Fall ein paar Unreinheiten ab, die du ja nicht... Das sehe ich ja, du hast eigentlich keine Unreinheiten, also von daher ist es sowieso gut, dass wir so eine leichte nehmen. Ne? Also du brauchst jetzt nicht so eine hohe Deckkraft. Und dann würde ich das Ganze mit einem Puder überdecken, damit das fixiert wird. Und ja, dann kümmere ich mich um die Augen und um den Rest. Ist das okay so? Okay, also.
möchte ich das gerne, wenn du einverstanden bist, mit einem, wie nennt man das denn auf Deutsch? Die Sachen haben alle immer englische Namen, deshalb ist das so schwer. Naja, das ist einfach zum Fixieren, das ist ein Spray. Und das sprühe ich dir jetzt von einer gewissen Entfernung über das ganze Gesicht und das fixiert dann die komplette Foundation, wie man ja so schön sagt. Das ist kein Muss, aber es sorgt dafür, dass es länger hält. Das heißt, wenn du schon weißt, dass der Abend heute lang wird, dann würde ich dir raten, das zu machen. Ansonsten muss auch nicht, wie du willst. Ja, okay. Okay. So. Gucken, ob es noch irgendwelche Linien gibt. Aber wie es aussieht, ja, alles schön verschmiert. Auch am Haaransatz und ja, auch am Haaransatz und am Hals auch. Sehr gut. Alles klar. Dann mache ich jetzt weiter mit dem Augen-Make-up. Erstmal trage ich ein, wie nennt sich das, ein Eyeshadow Base auf. Das ist so ein, das trägt man auf, bevor man den Lidschatten selber aufträgt, damit er länger hält. Also dazu müsstest du einmal die Augen zumachen. Danke. Lass mich mal einen schönen Lidschatten raussuchen. Mir wird es gerade ganz schön dunkel, kann das sein? Ich mache mal Licht an, warte mal. So, besser, ne? Also. Ja. Also, wir werden den nehmen. Das sind 4 verschiedene Farben. Ein sehr heller Lidschatten. Und dann 2 verschiedene Grautöne und ein Schwarz.
lange Wimpern. Das passiert mir manchmal auch. Du hast jetzt so lange Wimpern, dass wenn du quasi die Augen aufhast, die oben sich mit den Augenbrauen verhaken. Das klingt so lächerlich, aber das passiert wirklich. Und dann werden diese runtergezogen und genau deshalb würde ich dir das am besten einmal reinmachen, damit das nämlich fixiert wird und nicht passiert. Ja, ist das okay? Okay, gut. Gut, sehr gut. Dann war es das mit den Augen. Die sind fertig. Viel mehr möchte ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr machen. Ich würde dir auf jeden Fall jetzt noch einen Lippenstift und einen Lipgloss auftragen und noch Rouge würde ich drauf machen wollen. Und dann sind wir auch eigentlich schon fertig. Viel mehr brauchst du wirklich nicht. Okay, machen wir erstmal das Rouge und dann sehen wir weiter. Ach nee, Moment mal. Na, fast hätte ich das Wichtigste vergessen. Den Eyeliner. So, machen wir mal hier mit. Möchtest du so ein Katzenauge, also so eine gebogene Linie? Ja, ich würde es ein bisschen machen, nicht so übertrieben, aber so ein kleines bisschen würde ich es machen. Okay. Okay, sehr gut. Kleiner Patzer. Aber das haben wir gleich mit dem Wattestäbchen. Einmal stillhalten und Augen zu. Okay, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum Rouge. Ist der Farbton okay? Ich hätte auch dunkleres oder sogar noch etwas helleres, aber heller als so würde ich gar nicht machen. Dann kann man sich gleich sparen. Ja, okay. Jetzt müsstest du einmal so machen. So. Okay. Ja, genau so. Okay. So. Was hältst du von Bronzer? Ja. Nee, würde ich auch weglassen. Ist ja jetzt auch nicht mehr Sommer. Man muss jetzt nicht total gebräunt aussehen, finde ich. So, dann kommt jetzt der letzte Schritt, oder der vorletzte besser gesagt. Jetzt kommen wir zum Mund, zu den Lippen. Da würde ich einmal, das ist ein Lippenstift, der wirklich ein Stift ist. Die Farbe
ist eigentlich genauso. Also die Farbe, die ich auch selber drauf habe, ist jetzt nicht so mega rot, aber also nicht übertrieben. Aber es ist auch nicht so diskret, dass man es gar nicht mehr sieht. Also eigentlich ist es perfekt. Auch für den Look, den wir ja hier gerade bei dir machen. Ja, und dann würde ich einmal mit Lipgloss drüber gehen. Und dann war es das auch. Also, du brauchst echt nicht. Natürliche Schönheit nennt man das. So, ne? Da muss nicht viel gemacht werden. Man hätte auch mit weitaus weniger da jetzt einen schönen Effekt erreichen können. Ja, ich kenne das, man will sich dann extra zurecht machen. Okay, also. Ja, einmal den Mund so ein bisschen auflassen. So. Ja. Mach einmal so. Okay, sehr gut. Und jetzt der Lipgloss. Sehr schön. Also, ich finde es gut. Kannst ja noch einmal in den Spiegel gucken und wenn noch irgendwas ist, was dir nicht gefällt oder was du jetzt noch anders haben möchtest, dann sag mir nochmal Bescheid. Ansonsten würde ich es jetzt so lassen. Ich finde es sehr schön und kannst